Wir sind bei Stars des Kölner Karnevals. Die Band Brings ist seit 20 Jahren ganz weit vorne dabei. Peter Brings kennt nicht nur die Karnevalsstimmung, er macht sie auch. Woran liegt das eigentlich? Fragen wir uns schon irgendwie die ganze Zeit, dass so viele Leute doch mit so viel Herzblut dabei sind, was Karneval angeht. Ich glaube einfach, dass der Karneval bei uns immer noch so einen Stellenwert hat. Und vielleicht liebe ich es deswegen auch so, weil es irgendwie so ein paar Wochen ein bisschen anarchistisch ist. Und man so gegen alle Gesetze, die wir so im Alltag kennen, also du musst ins Bett, du darfst dich benehmen und man darf auch nicht morgens um 11 Uhr Bier trinken, scheiß drauf. Und das haben sich die Rheinländer irgendwie erhalten. Und ja, das ist was Außergewöhnliches. Ich meine, wir spielen ja auch im Jahr überall in der Republik, in Berlin, in Hamburg, in München. Das gibt's nur bei uns. Also, und das ist auch so im Kollektiv, also dass alle Mann zusammen sagen so, 11 Uhr 11, Arschlecken jetzt. Heute geht's auf Tour ins Umland. 4 Festzelte, 4 Auftritte stehen. Batterien habt ihr schon gewechselt? Ja. Mikrofone sind desinfiziert? Ja, habe ich gemacht. Ja, cool. 160 Auftritte haben sie in dieser Session. Ja, da wollen wir versuchen, den Anschluss zu halten, ne? Brings sagen, der Karneval ist immer noch ganz viel Gemeinschaft. Krasser ist es bei ihren Auftritten nicht geworden. Im Bergischen wird die Band schon dringend erwartet. Das hier ist eine Damensitzung, heißt nur Frauen im Publikum. Ich bin der Erste. Ja, Ich bin der Erste, der... Nein, die haben auch schon gewartet. Erstmal ist Selfie-Time. Die Aufgabe ist aber Party machen, ein paar hundert Frauen zum Ausrasten bringen. So eine Sitzung im Zelt folgt einem strengen Plan und der bedeutet bloß kein Stimmungsabbruch. Erstmal technischer Aufbau, da muss jeder Handgriff sitzen. Ich bin beeindruckt. 20 Jahre Bühnenerfahrung im Karneval und Brings machen Power auf den Punkt. Aber wie war das? Wie fühlt sich das an da oben, frage ich mich. Ich habe euch angesehen, ihr seht aus, seid ihr Ihr Spaß. merkt das ja, wenn du einmal auf der Bühne bist, ist es gut. Man hätte ja nach 10 Jahren glauben können, dass dieses Selfie mal nie mehr aufhört. Ja, Ich verstehe das. das ist echt krass, ne? Also wenn ich eine Frau wäre und könnte aus Familie und Verpflichtung einen Abend raus, dann hätte ich die ganze Zeit dieses, ich verstehe es nicht. Vielleicht bin ich auch zu alt, kann auch sein. Aber dieses Zelt ist immer schön. Die Zelte hier draußen sind, das kannst du mit Gürzen und so nicht vergleichen. Weil das ist so, du merkst auch, dass die Leute sich wirklich kennen. Also da war der mit dem Da auf der feiern Schule Leute zusammen, und ne? der Schwager hat mit dem Schwager Ärger und sie sind zusammen zur Kommunion gegangen und das merkst du, das ist eine gelöstere Stimme. Noch ein letztes Selfie mit 2 Stinktieren. Und dann drängt die Zeit. Abfahrt, der bergische Sommer hat angefangen. Nächster Saal. Die gleichen Lieder, aber sie geben wieder alles. Ich bin allein unter Frauen. Der größte Saal des Tages ist in Lindlar. Und ich merke auch hier, kölsche Musik geht weit über die Stadtgrenzen hinaus. Hast du einen Lieblingssong? Von den Brings. Lebt Marie. Für die Verweiher, aber ist egal. Ah ja. Aber auch schön. Hauptsache, es macht Spaß. Das Festzelt hat die örtliche Karnevalsgesellschaft aufgebaut. 4 Damensitzungen und eine Herrensitzung und alle ausverkauft. Auch schon für nächstes Jahr. Ist Karneval auf dem Land noch mal was anderes? Also man trifft ja seine ganzen Freunde von der Schule wieder und groß und alt und klein. Also irgendwie, für mich ist Karneval, dass man einfach alle Menschen trifft. Hier aus Berlin ist auch wieder da. Alle wieder da. Es geht darum, zusammenzukommen. Das hier ist eine Feier, Gemeinschaft.
Zeit zum Mitfeiern haben Brinks natürlich nicht, aber sie kriegen schon mit, was im Saal so abgeht. Ich meine, ich bin ja selber ein Kerl, aber vieles können Frauen einfach besser. Muss man einfach mal stehen lassen. Die feiern besser, die sind kollegialer irgendwie. Du siehst auch ganz, ich meine, gibt es auch bei Frauen, dass die sich mal in der Haare haben, aber das ist ganz, ganz selten. Bei Herrensitzungen siehst du schon mal eher, dass da einfach einer umfällt und du fragst, sind da gar keine Frauen da bist, um die man sich jetzt prügeln könnte. Ne? Also das ist schon ist eine andere Feierkultur. Auf Tour mit Brinks. Das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass Stimmung und Party auch funktionieren, wenn's nicht krawallig ist.